Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 1 auf Pelzig. Und Drakes Schicksal haben wir ja eigentlich schon rausgefunden. Aber sein Vermächtnis müssen wir noch antreten. Verdammt, sie sind überall! Bleib Ja. zurück, Sully! Was machst du denn da? So machen wir das. Wir machen erstmal die Knabe hier auch weg. Die sind nämlich ein Problem. Okay. Ich sehe dich, ja. Zack, der ist weg. Und hier gibt es auch ein Problem, ja. Da ist noch so ein Problembär. Die müssen jetzt sitzen. Zack. 30 Eliminierungen vom Dragoon. Habe ich ja als Trophäe in Kupfer gekriegt. Und jetzt kommen die Knechte hier. Dann schaue ich mal auf. So, ich weiß, die da ohne kommen Achenauer. Aber der da oben nervt mich echt immens. So, ich hoffe... Na? So, jetzt haben wir den aber auch. Jetzt du. Du bist ach verdammt nur. Komm schon. Aha. Ich sehe dann Anglerhut. Mal gucken, ob ich das denn runterschießen kann. Ja, den kann ich da runterschießen. Deiner sehe ich auch. So. Voll auf die Rieb. Das kommt davor, wenn man so auffällige Dinger trägt. Okay, ich glaube, das waren sie erstmal hier, oder? Können wir nochmal nachladen. Sehr schön. Und machen wir doch mal mit der dicke Kaliber. Der hat auch ein dickes Kaliber. So, den habe ich erwischt. Share, noch mit der Granate. Okay, Mist. Das war wohl nix. Oh Mann. 20 Eliminierungen, Desert Kaliber 50. Habe ich auch eine Trophäe gekriegt. Oh, das Sully eigentlich nur Wasserspritzpistole oder was? Der macht ja null Schade, der Typ. So, dann schmeißen wir das Ding mal und zack. Viel Spaß damit. Okay, die schmeißen ein bisschen besser. So, dann habe ich auch noch über den Haufen geschossen. So, du noch. Und du noch. So, der Schrotflinterschütze dürfte eliminiert sein, hoffe ich. Okay, dann habe ich noch der Hut runtergeballert. Ah ne, der ist alles noch nicht kaputt. Mistkerl. So, jetzt aber. Na toll. Oh, das gibt's sogar noch. Die halten mir ewig aus, die Typen. Ja, das habe ich vor, und zwar mit Eich. So. Er ist weg. Mist. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's wieder richtig eng. Und zum Sully wieder zurück. Vielleicht hat er Munition für mich. Nee, du bist anscheinend nicht so nützlich wie die Ellie. Okay, dich muss ich so erwischen. Oh, dich krieg ich. Gott, das erwischt ihn vielleicht. Na, scheiße. Muss ich in den No-Kampf? Okay, sehr gut. Jetzt habe ich wenigstens wieder gescheit die Waffe. Da hat sich der Nahkampf immer hier gelohnt. Und wo kriege ich dich? Da ist wieder was. Da ist Schrotflinte. Die nehme ich jetzt auch erstmal an mich. Das Sully, der rennt rum. Scheint wohl kein Problem mehr zu sein, ja. Na Allah. Gut. Da kommt die nächste Welle aus Knechter. Oh, scheiße. Der hat mich natürlich voll erwischt jetzt, der Typ. Okay. Noch einmal. Oh, das mal auf der anderen Seite. So wie es aussieht. Ja, ich sehe dich. So, okay, den Nervsack hier habe ich erstmal erlegt. Holen wir hier noch weitere Munition. Und euch scheuchen wir mal ein bisschen raus. Wie der das locker aus dem Handgelenk schmeißt. Okay. Das hat nichts gebracht. Okay. Gott. Okay. Ach, ich muss was so vieles büße hier. So. Och, ich glaube nicht.
Uiuiui. So, wo sind denn die anderen? Wo sind denn die anderen Typen? Warum kommt jetzt die orientalische Musik hier? Das habe ich irgendwie nicht so wirklich verstanden, aber na gut. Ist in Ordnung. Ist akzeptiert. Ach, wie Spaß. Komm her. Komm. So. Komm, Sully. Da müsste ein Geheimgang direkt unter dem Altar sein. Na dann. Machen wir das doch. Da steht er ja schon parat. Ja, das kann nicht der Klimmer. Na gut. Jetzt aber. Gibt's doch nicht. Da wäre ich mal lieber ursprünglich reingegangen. Ende 20. Gold und Knochen. Ja, klingt wie mein Job. Hopp. Sully, wenn du dich bewegen würdest, das wäre... sagen, was zum Teufel los ist? Drake wollte den Schatz nicht hier wegschaffen, Sully. Er wollte sicher gehen, dass er hier bleibt. Was? Er ist verflucht oder so. Oh nee, um Himmels Willen. Hey, ich weiß, das klingt irre. Du musst mir einfach vertrauen. Ja, wir haben so gesehen, was das anrichtet, das Ganze. Von daher... Ja, der Francis Drake war wohl eher der Hüter von dem Ding und wollte, dass es niemand mitnimmt. Damit das Böse von der Zivilisation ferngehalten wird. Du grundguter Francis Drake. Okay. Ich rechne hier irgendwie auch jetzt wieder mit allem, ob hier Kreaturen kommen, ob hier Schätze kommen, wie der Goldschädel-Rosenkranz. Ja, da bete ich auch immer mein Vater unser damit mit dem Ding. Geil. Sehr, sehr geil. Hat definitiv Stil, diese Goldschädel-Rosenkranz-Kette. Das ist nicht schlecht. Das könnte ich mal gefallen lassen, so ein Ding. Sollte ich vielleicht mal bei der nächsten Facecam-Aufnahme oder so tragen, beim nächsten Let's Play oder so. Ach ja, da ist noch ein Schatz. Eine Silbermaske mit Saphirbesatz. Ja, geil. So sehe ich auch immer aus, wenn ich morgens ohne Kaffee aufstehe. Innen ist der hohl. Na gut. Fähiger Schatzsucher bin ich jetzt sogar. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, also als armer Mann gehen wir hundertprozentig hier nicht raus. Ah. Sie beide sollten langsam wissen, dass ich auf alles vorbereitet bin. Weg mit den Waffen. Da rein. Keine Dummheiten, bitte. Oder sie wird sterben. Gut. Nun, entschuldigen Sie mich. Ich bin gleich wieder da. Wie großartig. Ein Meisterwerk. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist nur eine Hülle. Der wahre Reichtum von Eldorado liegt im Innern. Haha, öffnen Sie es! Schau hin. Adios, Jefe. So wenig Fantasie. Mach ihn, Lorette! Navarro, das Ding hat eine ganze Kolonie ausgelöscht. Du weißt nicht, was du tust. Falsch. Ich bin der Einzige auf dieser Insel, der überhaupt weiß, was er tut. Cague la Statua. Cuidado! Ihr seid einfach nur blind. Alle. Ihr streitet euch um unbedeutende Schätze. Habt ihr eine Ahnung, was das wert ist? Beim richtigen Käufer?
Levantalo! Was zum Teufel ist das? Verdammt, was sind das für Viecher? Das sind die Spanier, Sully. Sie waren nie weg. Gott, wenn es die Insel verlässt. Du musst ihn stoppen. Ich gebe dir Deckung. Okay. Ja, das war doch mal eine nette Geschichte hier. Los! Das war doch definitiv ziemlich cool. Sully, von wegen Deckung. So. Okay, also auf den kann ich mich nicht verlassen, wenn es um die Deckung geht. Aber definitiv geil gemacht. Wie Eldorado die Leute zu solche Untote mutieren lässt. Da ist er wieder der Roman. Oder zu solche Monster mutieren lässt. Oder wie sie es da ausdrücken, Dämonen halt. Aber es ist sehr, sehr geil hier, die Schatzkammer mit einer vielen Duplone und alles. Also, wenn man denn hier aufhalten können, wenn man den Typ hier aufhalten können, den ich definitiv sage, wir kommen hier als reiche Leute weg. Aber in dem Fall hat Eldorado schon alles verlassen. Das heißt, so läuft's nicht. Das müssen wir anders lösen. Na gut, das geht auch nicht so, wenn man ergollumt. Na gut, ich habe gedacht, ich könnte hier abkürzen. Aber das geht wohl nicht. Nee. Da muss ich hier schneller machen. Nicht. Ja, das war wohl nix. Noch einmal. Okay. So rum. Ein Mann sieht rot. Oder ein Drake sieht rot. Okay, komm, scheiß drauf. Wir haben wieder volle Gesundheit. Das Sully kümmert sich um die. Und ich habe die Söldner hier. Jo. Munition sollte ich mir vielleicht noch holen. Hey. Ja, uff. Böser Typ. So rum. Und. Oder wie mache ich das? Springe ich? Ja. Ja, Fidel Castro ist auch dabei. Dummkopf. Eskalation hoch 3. Oh je, oh je, oh je. Gott. Martin, los! Tötet ihn! Jetzt darf ich mich wieder über ein ganzes Frachtschiff voller Handlanger durchprügeln. Showdown. Okay. Ach, wer ist doch nur geprügelt? Okay, habe ich... Nee, ich habe nur das Ding. Das heißt, du musst jetzt jeder Schuss irgendwie sitzen. Ach, das ist er selber. Okay. Okay, laden wir nochmal noch. Von wegen Ausschwärme. Ich geb dir Ausschwärmen. Mistkerl. Oh, 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 oh. Nicht gut, aber ich habe halt, wie gesagt, nur die Flinte. Das macht schon etwas schwieriger hier. Ah, da ist noch was. Geht mal als mal gucken, geht mal finden.
Naja. Okay. Das finde ich auch sehr gut von ihm. Okay. Okay, ich kümmere mich jetzt langsam um die Handlanger. So, einer ist weg. Ja, der darf ruhig ballern. Das ist kein Problem. Der ist auf dem Boden. Eh schon so gut wie tot, der Typ. Okay, wieder einer weg. Jetzt sind es nur noch... Ah, nee. Wow. Okay, der ist voll Reihe. Jetzt geht's weiter zur nächsten Welle, denke ich. In Ordnung. Ist okay. Der M4? Nee. Ich glaube, das Ding macht's definitiv sehr gut. M4? Na gut, da wäre ich mal wieder gezwungen, M4 zu nehmen. Weil einfach so viel Munition da drin steckt. Jawohl. So machen wir das. Nächste Welle. Ja, keine Gefangenen. Okay, das lag mir wieder sehr gut. Boah, scheiße. Es sitzt echt fest, das kann man so sagen. Aber die sind so blöd und präsentieren sich ja noch. Oh, scheiße. Okay, ja, die ballern hier permanent drauf. Oh, scheiße. Okay, du bringst mir nicht mal mehr großartig was, mich zu verstecken hier. Oh, Mist, jetzt muss ich nochmal von vorne. Das ist ja gemein. Das ist ja gemein. Boah, Mann. Also jetzt holen sie wirklich nochmal alles raus hier. Okay. Und ich darf mich echt nicht blicken lassen. Sonst macht der Navajo, oder wie er hieß, macht mich jetzt komplett fertig. Aber voll auf der Wäsching. Na gut, komm. Gehe ich mal ein bisschen näher dran. Okay, das war jetzt auch dumm, die Munition hier zu nehmen. Okay, auf ihn zu schießen bringt überhaupt nichts. Ich darf echt nur die Handlanger. Zum Glück kann der Typ nicht schießen. Und ziele. Nicht ziele. Das macht es natürlich erheblich leichter. Oh, Mann. Von mir geht er kann nicht zielen. Okay. Hast du wieder babbelst, Yankee. Yankee ist wütend. Komm. Oh Mann. Los geht's. Uah. So, jetzt nochmal auf dich. Jetzt bin ich gerade echt konzentriert. Uah. So rum. Okay. Okay, das war wirklich haarscharf hier. So. Jetzt schießt er nochmal. Jetzt der Tor. Okay, jetzt müsste er weiter rennen, genau. So, wie machen wir das jetzt? Wieder die M. Das war die von James Bond, die M. Und da haben wir nochmal M. Du dürfte nochmal M. Ja, okay, los. Los geht's. Scheiße. Oh, okay. Ich darf mich von dem Typ hier echt nicht ablenken lassen. So. Oh Mann, Mist. Das ist gerade nervig. Das ist gerade richtig nervig. Das macht mich gerade auch echt... ich werde schon Sache unvorsichtig. Kennt ihr das auch, wenn man dann...
Wenn man dann wirklich vor lauter Zorn unvorsichtig wird. Boah, Mann. Und das geht mir gerade so. Ich bin echt vor lauter Zorn gerade richtig unvorsichtig. Und ich weiß, dass das blöd ist. Ja. Ich weiß, dass es blöd ist, wenn man da unvorsichtig wird. Aber gerade auch der Part, der dauert halt immer lang, finde ich. Und klappt auch nie auf Anhieb wirklich. Und wenn man dann auch noch unvorsichtig wird zusätzlich. Das ist halt echt bitter. So. So, noch einer. Okay. Jetzt macht er noch einer. Ein vierter. So. Jetzt rennt er weiter. Okay. Und ich jetzt sage ja, liebe Leute, ich mache an der Stelle nochmal einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Uncharted 4, sage ich. Uncharted Drake Schicksal auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ian Yankee. Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted Drake Schicksal auf Pelzig. Und ich hoffe, ich schaffe jetzt die zweite Runde vom Showdown, ohne nochmal zu sterben. Ich hoffe es echt. Ich gebe jetzt wieder mein Bestes hier. Versuche einen kühlen Kopf zu bewahren. Versuche hier die Handlanger unter Kontrolle zu bringen. Ich muss halt auf sein Schussmuster achten. Das Schussmuster von unserem Boss ist eigentlich dasjenige, was ich beachten muss. Zack, noch einer hoch. So. Zack, zack. Und noch ein vierter. Zack. Jetzt der da wieder. Da ist wieder ein Handlanger Wennicher. Ja, ich muss da... Und nochmal der vierte. Peng. Ich muss da mit mehr Logik und mit mehr Feingefühl an die Sache trate, Wenn ich das Schussmuster von ihm drin habe, das habe ich beim letzten Durchlaufen der letzten Episode schon so halbwegs drin gehabt. Das ist immer Peng, 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 Pause, Peng. Das ist normalerweise dann sein Schussmuster und wenn ich mal das irgendwie eintrichter, dann dürfte das eigentlich laufen. Okay, da habe ich wieder noch mehr Munition, sehr gut. Jetzt habe ich, glaube ich, das Maximum erreicht. Und weiter geht's ins nächste Gebiet. Mist. 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 Mit sowas habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber sehr gut, wir machen hier weiter. Ausgezeichnet. Zack. Okay, in Ordnung. Okay, wo ist er jetzt? Da ist er. Peng. Ja, es ist immer Schuss, 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 Pause, Schuss. Pause, Schuss. Zum Glück wechselt er das Muster auch nicht. Peng. Jetzt du over noch. Okay, jetzt haut er wieder ab. Sehr gut. Ja, das Muster muss ich mir einfach nur einprägen und immer gucken, wo er gerade steckt. Aber dann sieht man ja glücklicherweise immer an seinem Zielvisier, an seinem Laser. Das ist halt sehr praktisch. Jetzt sind wir schon am Heli. Upsala. Jetzt habe ich keine Waffe mehr. Das läuft jetzt auf den Faustkampf hinaus, nehme ich mal. Och, naja. Man überlebt so. Ja. Und dich habe ich. Ja. Sehr gut. Boah, lass dich doch nicht so fertig machen. Hopp, schnappen da. Sehr gut. Okay, das war nicht sehr gut. Das war saudumm. Okay, sowas habe ich mir schon gedacht. Zack, zack. Zack. Okay, wieder saublöd. Liegt aber auch ziemlich blöd da. Na gut, komm. Noch einmal. Rums, rums. 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 Rums.
Rums. Rums. Rums. Und jetzt. Zack. Zack. Jetzt ist eigentlich nur noch reagiere angesagt. Und nochmal hier. Ruf die Schnees. Zack. Zack. Okay. Schatz gehoben. Einfach. Trophäe in Kupfer. Schatz gehoben. Einfach. Elena! Komm her. Schon, Kannst du stehen? schon okay. Komm her. Mir geht's gut. Alles okay? Nate! Natürlich. Deswegen macht man den Double Tap. Und Adios, oh. Mistkerl. Na großartig. Jetzt versauft er mit Eldorado. Oh Mann. Oh. Hey. Was für ein Tag. Ja, ja, Welt gerettet, das Böse besiegt. So wie immer. Wirklich? Ja, schade nur, dass wir am Ende leer ausgehen. Naja, weißt du, ich konnte eine Kleinigkeit retten. Ah. Hier, ich dachte, das vermisst du vielleicht. Danke. Ja. Ja, vielleicht eine Vorstellung von Romantik? Sally! Wow, du siehst scheiße aus. Und die anderen erst. Hab ein Boot. Wir haben schon eins. Ja, ein großes. Das hier finde ich besser. Ja. Sally, Ich auch. du bist ein verdammter Teufelskerl. Die Piraten, von denen ich's hab, brauchen's bestimmt nicht mehr. Tut mir leid wegen deiner Story. Oh, nicht so schlimm. Es gibt noch mehr. Du schuldest mir eine? Ich bin dabei. Na gut, ihr liebe Leid. Das war Let's Play Uncharted Drakes Schicksal auf Pelzig. Und ich werde mich jetzt dafür entscheiden, ganz spontan, dass ich das nochmal ans letzte Video dranhänge, beziehungsweise nachdem ich halt in dem Video jetzt gesagt habe, wir sehen uns im nächsten Teil wieder, ist Quatsch. Und zwar mache ich das hier als Episode. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte 2 noch draus machen, aber dafür war es dann definitiv noch zu wenig, was ich hier jetzt nochmal aufgenommen habe. Und deswegen gibt es große Episode. An der Stelle eine Entschuldigung, dass ich gesagt habe, ich mache da einen Cut und dass wir da 2 Episoden draus machen. Naja, Künstlerpech, man kann sich immer verschätzen. Aber nichtsdestotrotz, dann gibt es halt großes, langes Video. Entschuldigung nochmal an der Stelle, ich habe echt gedacht, es könnte nochmal etwas länger gehen. Aber in dem Fall machen wir halt großes Video. Ja, meine Bilanz mal wieder. Ich habe heute etwas gelernt. Also, was haben wir heute bei dem Spiel gelernt? Es ist ein wunderbares Pionierprojekt gewesen, muss ich sagen. Ich muss definitiv sagen, was die Kletteraktion und so weiter angeht, da sehe ich den großen Nachteil, was das Ganze angeht. Also das war etwas verwirrend zum Teil, wie das da gestaltet war. Und ich habe ja auch bei der Kletterpassage durchaus schon mal so ein leichter Halskrieg dabei. Nichtsdestotrotz, das Spiel ist von 2007. Es ist ein Vorreiter, was so, ich würde schon sagen, High-End Action-Adventure angeht. Es hat eine gute Story, es hat gute Charaktere, es macht mal aus Eldorado wirklich einfach nur eine Statue, eine Götze-Statue mit Fähigkeit, aus Leuten Dämonen zu machen, anstatt einfach nur die goldene Stadt rauszumachen. Hat er schon die Stimmung gehabt, hat
ein sehr cooles Feeling gehabt. Die Charaktere waren eigentlich ganz cool, obwohl es teilweise so absolute Hallodris sind. Aber ich muss echt sagen, ich kann wirklich jetzt nur vollziehen wieder, nachdem ich es jetzt selber gespielt habe, warum die Uncharted-Reihe und der erste Teil auch so beliebt sind. Oder generell, warum die Uncharted-Reihe wirklich so beliebt sind. Und warum Naughty Dog auch wirklich als, ja, sehr geniales Entwicklerteam gefeiert wird. Ich kann nur sagen, es hat mich sehr, sehr gefreut, Uncharted Ends zu spielen. Und ich hoffe, ihr habt euren Spaß bei mir gehabt und dass ihr gedacht habt, okay, ja, er hat es vielleicht ein bisschen komisch gespielt oder so. Es würde mich mal interessieren, ob ihr findet, dass ich das soweit eigentlich ganz gut kommentiert habe, oder ob man denken, boah, Yankee, reiß dich mal am Riemen, mach das doch mal endlich gescheit, das ist die Uncharted-Reihe, Kerl. Und das mich einfach mal interessieren, wie ihr das empfindet, wie ich das für euch kommentiert habe. Und wie gesagt, der beste Schütze werde ich nie sein. Und ich wäre auch definitiv nie der große Fan von solcher, nennen wir's mal, Schlodris sei, die einfach nur auf Schatzsuche gehen. Als Archäologe, wie gesagt, das ist einfach so ein kleines Laster von mir. Aber trotz allem, Nathan Drake ist ein cooler Typ, muss man ihm lassen. Sully ist auch ein ziemlich cooler Typ. Obwohl die halt alle ihr Problemchen haben. Nichtsdestotrotz, das macht die menschlich, das macht die gut und vor allem, wie die miteinander interagieren, fand ich großartig. Die Dialoge fand ich sehr, sehr cool. Und gebt mir doch einfach in den Kommentaren Bescheid, wie ihr das Let's Play fanden und was ich möglicherweise für Uncharted 2, 3 und 4 dann berücksichtigen sollte. Das wäre nicht schlecht, wenn ihr mal mal Feedback geben könnten. Und ich habe das jetzt mal übersprungen. Denn mir gehen eigentlich die Worte aus. Und als nächstes kann ich gerade schon mal ankündigen, dass, komme ich hier wieder raus? Nee, das mag ich nicht. Kann ich hier nicht mehr weiter raus? Nö, anscheinend nicht. Na gut, als nächstes kann ich definitiv ankündigen, der zweite Teil Let's Play Uncharted Among Thieves ist das, glaube ich, der zweite Among Thieves. Wird dann als Nachfolger hier zu Uncharted Drakes Schicksal auf Pelzig erscheinen. Also machen's gut und bis morgen bei Uncharted 2 dann. Euer Yankee.